vor den Augen der Weltöffentlichkeit verfolgt die chinesische Regierung weiterhin eine menschenverachtende Vernichtungspolitik in Ostturkestan. Ziel dieser ist der Kulturgenozid an den muslimischen Uiguren. Deshalb werden insbesondere Gelehrte, Akademiker und Künstler in Lager deportiert, um so schleichend die uigurische Kultur zu unterdrücken. Derzeit werden über 300 Menschen von ihren Angehörigen vermisst, darunter besonders viele Professoren, Autoren und Journalisten. In Ostturkestan befinden sich kaum noch bekanntere Persönlichkeiten in Freiheit. Eine Delegation der Saadet-Partei stattete dem East Turkestan Information Center in Duisburg einen Besuch ab. Unter der angereisten Delegation befanden sich Hasan Yazir, Regionalleiter der Saadet-Partei, Hasan Şimşek und Murat Gürbüz, Repräsentant der Saadet-Partei für Europa. Im vergangenen Dezember verhaftete China 2 Kanadier, denen Spionage mit Hilfe eines Mittelsmanns vorgeworfen wird. Eine schriftliche Mitteilung der Kommunistischen Parteizentrale verkündete die Erbeutung sensibler Geheimdienstinformationen durch den ehemaligen Diplomaten Kovrig sowie durch den Geschäftsmann Spavor mit der Hilfe eines in China ansässigen Mittelsmannes. Nach der Verhaftung des Huawei-Managers Wang Zhu folgte kurz darauf die Festsetzung der beiden Kanadier wegen Gefährdung der nationalen Sicherheit. Um dem Nuklearprogramm des Irans etwas entgegensetzen zu können, sollen sich die Saudis derzeit auf der Suche nach USA-unabhängiger Nukleartechnologie befinden. Erst kürzlich startete die Zusammenarbeit von Saudi-Arabien mit China, Pakistan und Südkorea, die gemeinsam Projekte auf dem Gebiet der Nukleartechnologie ausarbeiten wollen. Den gegenteiligen Behauptungen der Saudis zum Trotz befürchten die Vereinigten Staaten von Amerika einen Missbrauch für militärische Zwecke. Laut russischen Medien beabsichtigen Russland und Indien gemeinsam einen Deal, um neue nukleare U-Boote in Wert von 3,3 Milliarden $ vertraglich abzuschließen. Am 7. März ist die Zusammenkunft geplant. Die Akula-Serie wurde in den 80er Jahren entwickelt und nun modernisiert.